Frau Mück, dritter Platz bei der zweiten Wahlgang, aber nur 2 Plätze werden vergeben. Sind Sie sehr enttäuscht? Also im ersten Moment bin ich natürlich enttäuscht gewesen, weil ich habe mir wirklich Hoffnungen gemacht. Ich dachte, das könnte länger. Und im zweiten Moment bin ich auch wahnsinnig erleichtert gewesen, dass es jetzt vorbei ist. Dass ich jetzt wieder normales Leben führen kann, dass ich wieder politisieren kann, so wie ich immer politisiere, halt mit den sozialen Bewegungen. Und dann finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm. Und ich bin eigentlich noch recht stolz auf mein Resultat. Ich finde, das ist beachtlich und finde, ich kann auch wirklich mit erhobenem Kopf raus aus dem Wahlkampf. Ich habe mich nicht verbogen, ich habe meine Sachen durchgezogen. Und für das habe ich ein gutes Resultat gemacht. Es hat aber nicht gelangt, haben die Linken doch nicht gut genug können mobilisieren jetzt für einen zweiten Wahlgang, obwohl ja die Wahlbeteiligung relativ hoch ist. Das ist noch schwierig abzuschätzen. Das muss ich glaube zuerst genauer analysieren. Jetzt so in den ersten Minuten danach kann ich das nicht sagen. Ich denke, also meine Erklärung ist, dass die Leute vielleicht dann halt einfach im Zweifelsfall das Bewährte gewählt haben, das, was sie schon kennen, und das Neue nicht haben wollen. Was für eine Rolle hat vielleicht auch Sie haben von einer Kampagne geredet wegen Antisemitismus, was für eine Rolle könnte das gespielt haben? Ich würde es jetzt nicht überbewerten. Also ich denke, gerade das Letzte, was noch war, das sage ich deutlich, das war Erik Weber-Niveau und das haben eigentlich sehr viele Leute gemerkt, das haben eigentlich fast alle gemerkt und ich will dem nicht zu viel Gewicht geben. Es hat einfach mir wahnsinnig viel Kraft gekostet, also auch mit dieser Fanpost, die ich dann gekriegt habe, mit dem Telefon. Und das zieht an den Kräften und darum bin ich auch jetzt froh, dass es vorbei ist, also dass die Kampagne vorbei ist. Nicht die Kampagne, aber der Wahlkampf vorbei ist. Sie sagen, es ist vorbei, Sie sind nicht mehr im Grossen Rot, Sie sind nicht in den Regierungsrat gewählt worden. Was ist mit der Politikerin Heidi Mück? Wie geht es jetzt weiter? Ja, die wird weiterhin in den sozialen Bewegungen aktiv sein. Also ich bin Co-Präsidentin vom Stiftungsrat Frauenhaus, ich bin in der Quartierarbeit sehr aktiv. Das werde ich behalten, das habe ich ja immer wahnsinnig gerne gemacht. Also die Nähe zu den Bewegungen, die würde ich wieder mehr haben, weil ich auch mehr Zeit habe und auf das freue ich mich eigentlich. Gut, danke vielmals.